Alle Jahre kehrt sie wieder, die besinnliche Weihnachtszeit. Und nicht nur das, sondern auch der Spengler Cup in Davos. Ein Eishockey-Turnier der Superlative, in der sich, ja, kann man sagen, 6 Teams aus aller Welt einfinden und um den Titel kämpfen. Während ein paar Tagen, genauer gesagt vom 26. bis mit dem 31. Dezember, in diesem Jahr sind die Vertreter bzw. die Teilnehmer vertreten natürlich nur der HC Davos aus der Schweiz, der, ja, weil der Spengler Cup natürlich auch in Davos ist, deswegen diesen auch direkt vertritt. Die Ortschaft Team Kanada, hier haben wir halt eine Gruppierung aus Kanadiern, die in der Schweiz spielen und, glaube dieses Jahr sogar auch irgendwie noch zum Teil aus Übersee, sprich echt auch aus der NHL und Kanada selbst und so weiter und so fort und, glaube ich, auch sonst aus diversen Ligen in der Welt bzw. in Europa. Die Thomas Sabo Ice Tigers, ja, eigentlich die Nürnberger Ice Tigers aus Deutschland. Dann haben wir hier Okelari Trinek, was ich garantiert falsch ausspreche. Das müsste der tschechische Vertreter sein. Dann haben wir hier Kalpal Kuopio, das wäre dann wohl der finnische Vertreter. Und Metallurg Magnitogorsk, das sind die Russen. Ja, ich glaube, das passt schon ziemlich, wenn ich das mal so erwähne. Es sind die Russen, genau. Zwar ist dieses Jahr ein bisschen unterschiedlich, wer alles teilnimmt. Fix gesetzt seit einigen Jahren ist eigentlich immer nur der HC Davos plus Team Kanada. Davos, klar, ist halt in Davos, muss auch Davos selbst spielen. Zum Teil war auch noch irgendwie eine zweite Schweizer Mannschaft dabei und so, aber dieses Jahr ist halt das hier das Teilnehmerfeld. Genau, dann haben wir hier, wie ihr auch sehen könnt, halt noch die Gruppen. Zunächst wird ja auch immer in diesem im Gruppenmodus gespielt. Sprich, es gibt halt die 2 Gruppen Catini und Toriani. Die 6 Teams sind in diesen 2 Gruppen aufgeteilt. Es geht darum, dass halt in den ersten 3 Tagen werden erst einmal die Teams gegeneinander antreten. Das heißt, Davos gegen Kanada, Davos gegen die Ice Tigers, Kanada gegen die Ice Tigers und so. Und parallel dazu natürlich auch tritt die Gruppe Toriani untereinander gegen sich an. Und der Sieger der jeweiligen Gruppe kommt dann direkt ins Halbfinale. Wenn der 2. und 3. Platzierte in jeder Gruppe sich dann noch um einen Halbfinalplatz prügeln muss. Und da geht es halt in der K.O.-Phase quasi weiter. Also wer verliert, ist raus, wer gewinnt, kommt weiter. Dann gibt es halt am 31.12. mittags gibt es noch das Finale. Und ja, soweit ist mal der Modus, beziehungsweise wer das ganze Turnier mal ganz kurz erklärt. Alles klar, ich möchte eigentlich so wie es aussieht, oder ja, nee, was heißt so wie es aussieht, ich möchte halt gerne alles ein bisschen zeigen. Geplant ist eigentlich, dass ich pro Tag gibt es, ist ja auch Real Life so, gibt es 2 Spiele, außer in dem Finaltag gibt es nur ein Spiel. Und dass ich dementsprechend halt, ja, pro Tag in einem Video halt 2 Matches zeige. Und am 31. ist halt nur ein Match, aber das eben dann soweit ist. So, okay, so hier nochmal alles kurz zusammengefasst. Gruppe Toriani, Gruppe Catini, alles klar, alles picobello. Und ja, bevor ich gleich mit dem Turniermodus anfange, ganz kurz noch erklärt. Ich bin NHL-mäßig, beziehungsweise vom Spiel selbstmäßig, kein Profi. Ich habe das Spiel vor 2 Tagen begonnen, mal ein bisschen zu zocken, habe auch das Tutorial ein bisschen angeguckt und so, Trainingslager etc. etc. Und auch wenn ich da relativ gut abgeschnitten habe, es ist halt doch nur Training. Was natürlich in richtigen Matchen so ein bisschen schwieriger ist, ein bisschen umständlicher vor allem auch. Das ganze Defense, Angriffsverhalten, das Spiel bietet so viele Möglichkeiten, wie man noch etwas, ja, wie man das ganze System präzisieren kann. Es ist unglaublich. Und deswegen bitte in den Kommentaren nicht irgendwie so klugscheißer-Kommentar von wegen, ey, ich kann das viel besser, was machst du für einen Scheiß, Michael? Ich versuche mein Bestes, deswegen ist es auch schwieriger der Halbprofi. Das wird vermutlich im Verlauf des Turniers noch höher gestellt. Aber ich bin halt echt eigentlich noch Anfänger. Ich habe eigentlich das Spiel nur für den Spielermodus gekauft und deswegen, ich versuche mein Bestes, aber bitte verwundert euch nicht, wenn ich teilweise noch, ja, vielleicht sogar ziemlich dumme Anfängerfehler mache. So, dann will ich mal sagen, los geht's. Der Liga wird erstellt, bitte warten, wird verarbeitet, okay. Soweit alles cool eigentlich. So, dann sind wir 25. Dezember. Das Turnier beginnt eigentlich am 26. Dezember. Okay, ist jetzt gerade fraglich, warum es am 25. ist, nicht am 26. Jetzt da, weil ich jetzt heute am 25. aufnehme. Ist das vielleicht der Grund? Keine Ahnung. Bis zum nächsten Match simulieren. Ja, machen wir das mal, wa? Simulieren bis zu diesem Tag. Okay, dann geht's los, okay.
Also dann, ne, wir haben hier, aha, kann ich so die Teams durchschalten, weil ich ja eigentlich alle ausgewählt habe. Genau, wenn man sagen, geht es direkt los. Ganz kurz eine Anmerkung, nur eine ganz kurze. Ich bin noch im Überlegen, wie ich das während dem Spiel mache. Ich meine, ich selbst werde eigentlich mich relativ konzentrieren müssen nach wollen. Kann daher gut sein, dass ich irgendwie sage, mal speichern, war das eine gute Idee. Dass ich mir irgendwie sage, okay, neue Datei erstellen, aktuelle Datei überschreiben. Gut, das ist eigentlich die, die ich mal geprobt habe. Geprobt zum Gucken, wie es genau aussieht, so eine groß was einstellen muss. Er wurde gespeichert, Dankeschön. Dass ich irgendwie das Spiel selbst dann nachkommentiere im sogenannten Kommentatorenmodus. Ist geplant, ob es funktionieren wird, keine Ahnung. So ist normal. Natürlich von der Harz Davos spielt, das Ganze auf Schweizerdeutsch kommentieren, also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber jetzt erst einmal Spiel starten. Die Russen gegen die Tschechen, so wie es aussieht, ja? Ja, Russen gegen die Tschechen, das wird lustig. Ich spiele mal auf der Seite der Russen. Ich mal Heimtrikot, wa? Aber ich glaube, eigentlich sind wir. Also ist ja falsch dargestellt. Ich dachte, wir wären eigentlich die Gäste. Also, dass wir die Gäste sind? Ja, eigentlich wären wir die Gäste. Seltsam. Ja, dann machen wir mal Gast. Ja. Also Gast. Sie haben halt das Heimtrikot, logisch. Würde man sagen, kann losgehen, Freunde. Und somit beginnt der Auftakt zum diesjährigen Spengler Cup hier in der Weiland Arena in Davos mit Metalurg Magnitogorsk gegen den HC Okelary Trinek. Oder auch mit anderen Worten, es spielen die russische Vertretung gegen die tschechische Vertretung. Und ich würde einfach mal so behaupten, ein Spektakel ist uns hier garantiert. Mit zwei so ausgezeichneten Mannschaften wird uns wohl ein hartes Match bevorstehen. So. Und Anpfiff zum diesjährigen Auftakt des Spengler Cups. Die Russen im Puckbesitz, sie versuchen und gelangen ins Abseits. Nun gut, man muss vielleicht dazu noch anmerken, sowohl für die tschechische Mannschaft als auch die russische Mannschaft, hier Davos ist schon höhenlagemäßig ein bisschen was anderes, sich darauf einzustimmen und so weiter und so fort. Das kann ein bisschen dauern, also die ersten paar Minuten, vielleicht sogar das erste Spiel, könnte noch etwas verrückt werden. Und doch sind sie schon am Angriff, die Russen, und die Tschechen versuchen abzublocken und irgendwie, fehlen mir ein bisschen die Worte. Ja, scheint es, als wären beide Mannschaften noch nicht so wirklich wach, doch ich glaube, nach dieser Aktion dürfte vor allem der tschechische Torhüter um einiges wacher sein. Vor allem jetzt mit dem Bulli direkt vor seiner Nase. Die Russen am Puckbesitz. Was genau versuchen sie? Oh, ein Direktschuss, der war gar nicht mal so schlecht gezielt, aber leider doch an die Pfosten getroffen. Versuchen sie es wieder hinter dem Tor. Sie versuchen es und ein Pass und der Direktschuss direkt ins Tor. Alter Schwede, was war denn das für ein Knaller? Man könnte so meinen, dass der Torhüter freie Sicht hatte, doch dieser Schuss, der kam so schnell und so unerwartet. Ich denke, da wäre jeder Torhüter dieser Welt ganz schön von Socken gewesen. Hier nochmal sehen wir es in der Wiederholung. Ja, der war auch so präzise geschossen, also noch genauer, noch detaillierter und vor allem noch besser kann man, glaube ich, kein Tor schießen. Die russischen Fans natürlich auch entzückt. Tja, was die Tschechen betrifft, die müssen jetzt reagieren. 4 Minuten sind erst gespielt und trotzdem steht es bereits 1:0 für die Russen. Oh ja, und da sieht man bereits wieder Magnitogorsk. Die sind ein bisschen nervös, man merkt's. Aber der tschechische Vertreter offenbar auch ein bisschen. Wir haben ein Icing. Das läuft natürlich wieder mal ein Bulli direkt vor dem tschechischen Torhüter. Geht auch der Puckbesitz bereits wieder zu den Tschechen. Sie versuchen über die Flügel anzugreifen. Oh, jetzt ein Pass in der Mitte ist immer gefährlich, besonders vor dem Tor. Auch hier war er nicht gerade ganz ungefährlich. Versuchen sie wieder mit einem guten Pass. Die Russen wieder am Angriff und
Sie versuchen da ein bisschen viel für meinen Geschmack durch die mit dem gegnerischen Torhüter durchzuzielen. Das ist gewagt. Das muss ihnen erstmal einer vormachen. Versuchen es wieder und ein Direktschuss, aber der war schlecht gezielt direkt vom Torhüter. Der konnte nicht reingehen, das war einfach nicht drin. Aber sie bleiben am Puckbesitz, die Russen aus Magnitogorsk. Sie sind einfach heiß auf dem Puck. Sie wollen das zweite Tor erzielen und sie sind immer noch im Puckbesitz. Also man kann sagen, was man will, aber der tschechische Torhüter, der hält, was er verspricht. Das ist eine Granate im Tor und da sind sie auch schon wieder im Puckbesitz. Die Tschechen versuchen es mit einem Konter, der gar nicht mal so schlecht ausgeführt wurde, aber auch für den russischen Torhüter gar kein Problem darstellt. Jetzt versuchen sie Ross wieder alleine oder zu zweit. Das war, glaube ich, anders geplant, als ausgeführt wurde. Und wieder Schlag auf Schlag. Die Tschechen wieder am Angriffspuckbesitz. Der Pass in die Mitte und da ein bisschen zu wenig genau gepasst. Aber da sind sie schon wieder da. Die Russen machen genau den gleichen Fehler. Also genau noch schlimmeren in der eigenen Zone. Meine Güte, das darf doch wohl nicht wahr sein. Was passiert hier in der Valland Arena im ersten Spiel des Spengler Cups? Die Tschechen formieren sich. Sie versuchen irgendwie eine Lücke zu finden. Sie nutzen die ganze Breite des Spielfeldes aus. Da hat er sich aber schön hingelegt. Hätte das vielleicht sogar ein Foul sein können? Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall die Russen wieder im Angriffsbesitz. Und sie versuchen... Ja. Sie haben es versucht, sind aber gescheitert. Ja, der Angriffsversuch, der war jetzt nicht so Bombe. Die Tschechen hingegen, sie wollen den Ausgleich erzielen. Das ist sonnenklar. Und der Puck war, glaube ich, auch anders geplant, als er ausgeführt wurde. Und ein Direktschuss aus der weiten Entfernung. Knapp am Torgehäuse vorbei. Hätte auch reingehen können. Und dann versuchen... wow! Okay, was war das bitteschön? Was war das für ein Schuss? Wie kann denn das passieren? Gegnerische Kufe und dann durch einen weiteren Mitspieler. Das war ein doppeltes Eigentor? Erst verteidigt durch die Kufe, im zweiten einen Schläger und dann rein. Okay, sowas sieht man selten. Auch in der Valland Arena. Das sieht man sehr, sehr selten. Also, vielleicht mangelt es im Spiel noch an Toren, aber an Action mangelt es diesem Spiel, vor allem im ersten Drittel, garantiert nicht. Und da der Direktschuss noch auf das russische Tor. Aber es bleibt dabei, wir sind bei 2:0 hier im ersten Drittel des ersten Spiels beim Spengler Cup Davos im Jahre 2018. Boah, Alter. Was war denn das für ein Drittel, ey? Alter Schwede. Ja, ein Drittel, das irgendwie verrückter, irgendwie... Ist, keine Ahnung. Noch nie so ein verrücktes... noch nie so ein verrücktes Drittel. Generell so ein verrücktes Spiel erlebt. Also, ganz ehrlich, also, wenn es in dem Stil weitergeht, dann Prost Mahlzeit, hey. Alter, vor allem das Tor am Schluss ging das echt so rein, dass ich erst mal... Ich habe wirklich versucht, den Puck beim gegnerischen Spieler durch die Beine zu spielen. Hat aber irgendwie seine Schlittschuhe, sprich die Kufen erwischt. Dann ging halt der nach vorne zum gegnerischen Torhüter. Die Verteidiger wollten irgendwie rausholen, sind über den gegnerischen Torhüter irgendwie gestolpert und hat ihn dann reinbuxiert. Irgendwie so. Total crazy. Vielleicht kann man es mal ganz kurz angucken. Warte mal. Wenn ich schon etwas angucke, dann natürlich die Torsituation. Ne? Man soll also hier rüber, so. Also jetzt, genau, da ging er so durch und ganz langsam, zack, genau so. Dann wollte er ihn rausspielen, aber irgendwie hat er nicht mehr richtig geschafft und habe ich ihn da blockiert? Nee. Das... Alter! Okay, so... Nee. Sowas erlebst du kein zweites Mal. Das ist einfach unglaublich, okay. Ja, Freunde, ich übergebe wieder an den Kommentator. Ich muss wieder konzentrieren und vor allem erholen. Alter.
Die Stimmung ist noch relativ ruhig hier in der Weiland Arena im ersten Match des diesjährigen Spengler Cups in Davos. Da nun beginnt schon das zweite Drittel zwischen Magnitogorsk und Trinek. Und wie es aussieht, sind ja die Russen im Puckbesitz. Oh, der war aber ganz, ganz knapp. Der hätte reingehen können. Da hatten die Tschechen sehr, sehr viel Glück, dass er Pass nicht ganz so präzise war. Beziehungsweise der Stürmer nicht ganz so nah am Tor geräumt war. Und da versuchen sie schon wieder selber mit ihrem Angriff. Aber der russische Torhüter, der hält auch, was er verspricht. Ja, die Torhüter hier an diesem Turnier bisher können überzeugen. Auch wenn es ja bereits schon 2:0 für Magnitogorsk steht. Aber ganz ehrlich, bei solchen Schüssen, da geht auch mal der ein oder andere rein. Ganz klar. So, Bulli im Bereich der Russen. Sie versuchen es wieder über Nummer 70 und über die Flügel. Wie sieht es aus? Wie versucht er es? Er versucht es mit einem Doppelpass, der irgendwie nicht ankommt und dann doch wieder. Das war fast, also das russische Spielverhalten, die russische Spielweise, die überrascht doch. Und zwar auf zweierlei Weise, aber sie waren leider im Abseits. Ja, auch das kann es geben. Gewinn wieder für die Russen. Sie versuchen es wieder über die Flügel, wieder über Nummer 70. Also suchen sie jetzt. Er dreht ab. Da war der Direktpass geplant. Vermutet auch schon auch ein Direktschuss. Aber von den Tschechen abgewehrt. Jetzt sind sie im Angriff. Versuchen sie über die Bande. Aber da sind die Russen ein bisschen schneller. Und sie hingegen drängen auch auf das 3:0. Sie wollen irgendwie etwas kreieren. Bringen es in Puck in die Mitte, versuchen auf das Tor zu schießen und irgendwie kommen sie zu guten Abschlussmöglichkeiten. Es sieht ein wenig unbeholfen aus, aber trotz allem, die Chancen sind da. Das ist doch echt erstaunlich. Das ist einfach, ja, das ist einfach Eishockey. Die Tschechen im Puckbesitz, sie versuchen sich komplett neu aufzubauen. Ja, jetzt gehen sie auch über die hinteren Reihen. So wie es aussieht, versuchen sie die Russen auszuspielen. Wird es ihnen gelingen? Nicht ganz, aber so ein hübscher Versuch. Jetzt die Russen wieder, sie versuchen es durch die Mitte mit Nummer 9. Nummer 65 und den hat der nicht mehr ganz richtig bekommen. Ey, ja, das war, den hätte er sonst reinmachen müssen. Der war einfach auf dem Präsentierteller. Und jetzt die Tschechen, sie versuchen aus allen möglichen zu schießen, aus allen möglichen Ecken. Da hat wohl die Verteidigung der Russen ein bisschen geschlafen. Oh, wenn wir schon von Verteidigung schlafen sprechen, da sind die Russen wieder am Angriff, aber die Tschechen konnten trotzdem noch den Angriff abwehren. Spannung garantiert hier. Im zweiten Drittel des ersten Spiels. Wow! Was? Die seltsamen Tore des diesjährigen Spengler Cup gehen in die nächste Runde. War es im ersten Drittel noch Metalurg Magnitogorsk, die mit einem seltsamen Tor doch noch irgendwie kredenzen konnten, sprich einem Eigentor, sind es jetzt die tschechischen Vertreter, die durch ebenfalls ein Eigentor, also durch den Torhüter, oder hat der tschechische, ich glaube, er hat ihn noch leicht reingestupst, okay, dann war es doch ein Eigentor. Hinterm Rücken, ja, ich glaube, er hat ihn noch reinbuxiert. Aber trotzdem, auch solche Tore sieht man sehr, sehr selten. Die Tschechen bereits wieder im Besitz des Pucks. Sie drängen direkt auf den Ausgleich. Sie wollen es wissen. Jetzt, wo sie offenbar eine Schwäche in der Abwehr der Russen gefunden haben, oder drängen sie einfach, oder wollen sie einfach nur... Ja, ich glaube, sie setzen einfach mehr auf Angriff, auf eine direkte Konfrontation, einfach draufhauen und so und hoffen, dass er irgendwann mal reingeht. Ob dies das Erfolgsrezept sein wird für dieses Spiel, ich wage es zu bezweifeln. Nummer 14 der Russen versucht es wieder. Was genau versucht er? Er dreht ab, er dreht in die Mitte und... Na, da ist der Gegner, der gegnerische Verteidiger im Weg. Und bereits die Tschechen im Puckbesitz. Sie drängen wirklich auf den Ausgleich. Sie wollen es wissen. Jetzt haben sie Finte gerochen. Und da. Das war aber knapp da. Das war gefährlich, vom russischen Torhüter den Puck direkt freizugeben.
Aber, oder war es vielleicht ein Geniestreich? Wir werden es gleich erfahren. Russen nimmt noch einen Packbesitz. Der ging an den Pfosten. Schöner Versuch. Hat mir gefallen. Was versuchen sie jetzt? Gibt es noch eine Torchance? Die Tschechen vermutlich eher. Ja. Aber ansonsten aus Sicht der Tschechen dieses Drittel sehr, sehr erfolgreich. Sie haben Druck gemacht auf das russische Tor. Ein Treffer erzielt. Wir können gespannt sein, wie es im nächsten Drittel weitergehen wird. Oh mein Gott, ja, die Tschechen kommen ein bisschen zurück, ja, super. Natürlich wollte ich ihnen noch die Chance dazu geben. Es ist, vor allem Verteidigungsspiel und so, es liegt mir irgendwie nicht. Vor allem das Problem ist, wenn du im Trainingsmodus bist, das kannst du da trainieren, 1 gegen 1 Situation, ja, super. Vor allem er kommt direkt auf dich zu, oder? Und du bist direkt vor ihm, ja, dass du da irgendwie die verschiedenen Möglichkeiten testen kannst, wie du ihm den Puck aufnehmen kannst, Logo. Aber wenn du halt schon so auf dem Schlittschuh unterwegs bist und jetzt sieht er seine Runden und du musst irgendwie hinterherkommen und so, beziehungsweise ihm entgegenkommen und machst einen Tritt, ja, einen falschen Tritt und dann, es ist nicht ganz so einfach. Ja, jetzt kommt langsam mehr Stimmung auf, hier in der Weiland Arena in Davos, denn wir sind bereits im dritten Drittel angelangt des ersten Spiels im Spengler Cup und es ist eben noch spannend, mit 2:1 führen die Russen lediglich. Das zweite Drittel ging doch klar an die Tschechen, so was die Tore anbelangt, als auch die Chancenauswertung. Wir sind gespannt, wie es nun weitergehen wird. Ja, irgendwie scheinen die Russen immer noch ein bisschen zu schlafen. Na, die Verteidigung lässt sehr zu wünschen übrig. Zum Glück haben sie einen starken Torhüter, der sie immer noch im Rennen hält. Also lassen den tschechischen Stürmer ganz alleine vorgehen. Ich meine, auch wenn der eine Torhüter sehr stark ist und so ein großes Vertrauen in ihn hat, ihn einfach komplett allein zu lassen, das sollte nicht sein. Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Und bereits die Tschechen im Angriff. Oh, das war ein schönes Passspiel und ja, der russische Torhüter, der hält und hält und hält. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Tschechen, sie haben zwar viele Chancen. Okay, das war gerade ein Fehler des russischen Torhüters. Sie haben zwar viele Chancen, aber irgendwie, sie treffen einfach nicht so wirklich. Also nicht nur das Tor, sondern auch irgendwie, sie schießen immer ein bisschen auf den Torhüter, nie in die Ecken und so. Das muss besser werden, weil einfach nur draufballern, das kann nicht das Ziel sein. Nun die Russen wieder mit Nummer 70. Aus der Mitte raus. Er versucht es, er täuscht an. Das war wieder mal ein sehr schöner Versuch der Russen. Und schon wieder ein Pass und ein Direktschuss. Aber irgendwie, ja, auch der tschechische Torhüter. Ich meine, die Russen haben momentan noch nicht so viele Chancen. Wenn sie mal eine haben, dann sind es sehr gute Chancen. Aber auch hier der gegnerische Torhüter, der Torhüter der tschechischen Mannschaft, ist auch sehr, sehr stark. Oh, jetzt schläft er die tschechische Verteidigung. Was macht sie da? Und da hat die tschechische Verteidigung aber völlig verschlafen. Die Russen haben eine Chance gewittert, kamen angestürmt wie der Express-Lokomotive und haben das Teil einfach versenkt, so wie es auch sein muss. Ruckzuck, zack, zack, keine Gefangen gemacht, einfach schön links oben in der Ecke versenkt, wo der Torhüter nicht mehr rankam. So muss es sein. Da war es sogar rechts oben, habe ich gar nicht mehr richtig gesehen. Ah, ne, war links oben, aber einfach auf der rechten Seite. Ja, gut, Pfosten war noch ein bisschen im Spiel, okay, aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Schuss. Und somit steht schon 3:1 für die Russen. So sieht man es mal wieder meist, okay. Man kann viele Schüsse aufs Tor machen, viele Chancen, aber wenn halt die Effizienz nicht stimmt, dann nützt das einfach alles nichts. Und schon die Russen und der nächste Direktschuss aufs Tor, das ist einfach, das ist unglaublich. Ne, warte mal, Direktschuss war es gar nicht, das war... Sind vielleicht gerade nochmal in der Wiederholung. Er hat, glaube ich, ein bisschen verzögert. Ich glaube, ein bisschen Direktion des Torhüters abgewartet und dann aber zielsicher versenkt. Ja, er hat leicht abgewartet. Und ganz leicht, um den Schuss zu fokussieren, dann war er trotzdem drin. Tja, so schnell kann es gehen.
bis vor ein paar Minuten sah es so aus, als würden die tschechische Mannschaft den Ausgleich noch schaffen und plötzlich steht es 4:1 für die Russen. 3 Tore Vorsprung. Wie sollen sie das noch verlieren? In knapp 8 Minuten. Oh, sie stehen im Abseits. Achtung, Achtung. Die russische Mannschaft muss aufpassen, was sie hier macht. Und da ist passiert, sie sind im Abseits. Ja, das mit der blauen Linie und dann natürlich im Eifer des Gefechts und so, und wie bereits schon mal erwähnt, es ist eben das erste Spiel für beide Mannschaften hier in einem doch völlig neuen Ort. Gut, die Russen aus Magnitogorsk, die waren schon mal hier vor ein paar Jahren, allerdings sich daran die Verhältnisse zu gewöhnen, die Höhenlagen und so, das dauert trotzdem ein paar Tage. Um 48 der Russen im Angriff, versucht über die Bande, aber irgendwie war das ein schlechter Versuch. Au, von den Tschechen aber auch. Der Pass hat abgefangen. Was, wenn die Russen daraus zaubern? Werden sie zaubern? Was werden sie tun? Es sind noch weniger als 5 Minuten zu spielen. Die Russen wieder im Puckbesitz. Ja, sie wollen das 5:1. Sie wollen es. Sie haben noch nicht genug. Und da, was war das denn für ein Schuss? Präzise, schnell, locker aus dem Handgelenk. Geht es noch besser? Diesen Treffer müssen wir unbedingt wiederholen und mal anschauen. Da kommt der Pass und da kommt ein Schuss in die obere linke Ecke, aber so schnell und so präzise. Zack, aus dem Handgelenk. Und aus der Distanz. Respekt, Respekt. Der Junge weiß, wie man spielt. Und vor allem, wie man Tore erzielt. Jetzt sind es noch weniger als 4 Minuten zu spielen hier im ersten Spiel des diesjährigen Spengler Cups. Und es sieht ganz aus, als würden die Russen klar gewinnen. Es müsste schon mit dem Teufel zu und her gehen, wenn die russische nicht Nationalmannschaft, Entschuldigung, sondern die Mannschaft aus Magnitogorsk das noch verlieren würde. Kaum sage ich es, schon passiert es. Eine tschechische Meisterleistung. Gut, hier hat zwar die russische Abwehr wieder mal geschlafen. Aber auch ansonsten, es war ein sehr schöner Angriff und verdient kommen sie zu ihrem zweiten Treffer. Und trotzdem, es sind 3 Tore Unterschied noch in so wenig Zeit. Ob das noch reicht? Weniger als 2 Minuten zu spielen. Nimmt der Trainer der tschechischen Mannschaft den Torhüter raus oder wie denkt er sich das? Ne, er lässt ihn drin. Gut, 3 Tore in weniger als 1 Minute und da kommt der Weitschuss, aber natürlich für den Torhüter gar kein Problem. Denn niemand ist da, um ihm die Sicht zu verdecken. Das könnte noch eine Chance werden für die tschechische Mannschaft. Sie sind wieder im Angriff. Direkt in den Torhüter. Da sind bereits die Russen dran. Und die sie stochen ein bisschen herum. Aber jetzt sind es die Russen, die versuchen zu befreien. Es sind noch knapp 30 Sekunden hier im ersten Spiel. Und ja, den Sieg, der ist in Russen nicht mehr zu nehmen. Das ist nicht mehr möglich. Aber vielleicht noch irgendwie ein schöneres Resultat. So ein 5:3 aus Sicht der Tschechen. Aber nein. Das geht wohl ganz klar an die russische Mannschaft aus Magnitogorsk. Ja, man sieht schon, sie versuchen noch gar nicht mehr groß noch ein Tor zu schießen. Die Russen sind zufrieden, können sie auch sein. Außer in der Abwehr, da müssen sie dringend noch ein bisschen arbeiten. Ich denke, gegen die anderen Turnierfavoriten, vor allem gegen Team Kanada, wird diese Leistung nicht ausreichen. Trotz allem, ein schönes Spiel, ein schöner Auftakt hier zum diesjährigen Spengler Cup. Wir haben alles gehabt. Action, Spannung. Fast schon irgendwelche Weltwunder, möchte man fast schon sagen. Auf Situationen, die so verrückt erschienen, dass sie gar nicht möglich sind. Und vor allem, das ist das Wichtigste, viele, viele Tore. 7 Tore im ersten Spiel, geht's noch besser? Ich glaube nicht. Tja, Freunde, da haben wir gewonnen. 5:2, krass.
Teilweise hat er recht irgendwie wieder so einen Dreh drauf, auch in der Verteidigung, und plötzlich sagte, okay, bin einfach dorthin, da kommt schon irgendwie richtig. Ja, genau, bergab genommen. Und dann wieder so doofe Situationen, man dachte, verdammt nochmal, da kann einfach nicht sein, dann haben wir wieder ausgespielt, oder ich so, wann denn das wieder? Mann, oh Mann, oh Mann. Aber trotzdem wieder gut reingebracht, teilweise Weitschüsse von mir, oder ja, die schnellen Direktpässe. Direktschüsse auch nicht schlecht, ja, hier Gesamt B-, Teamplay noch ein bisschen besser, aber ansonsten schönes Tor, mach weiter so. Kann man so machen, wa? Und ich würde sagen, das Spiel beenden. Jo, das war doch wirklich ein gelungenes Spiel. 5:2 für die Russen, ob es auch im Real Life so ist. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, das ist durchaus ein realistisches Resultat, weil eben die Russen sind stark. Das Team aus Magnitogorsk. Oder? Magnitogorsk, ja. So, dann für sie wird wieder irgendwie darum gehen, das Spiel den Tag zu simulieren. Off-Saison, okay. Jetzt so Davos-Switch, kann man direkt das nächste Match spielen. Okay, jo Leute, dann sehe ich aber gerade auch, dass der erste Part bereits, oder dieser Part bereits 30 Minuten geht. Das ist ein bisschen länger, als ich gedacht hätte für ein Spiel, wo jedes dritte nur 3 Minuten lang ist. Liegt vielleicht auch irgendwie daran, dass ich noch ein bisschen was erklärt habe und so, aber ich glaube, ich mache das anders. Es werden, glaube ich, doch pro Tag 2 Folgen sein. Das heißt, nebst Last Story gibt es sogar 3 Videos pro Tag. Das wird lustig. Gut, nur für diese paar Tage, also shit happens. Naja, ich werde jetzt sehen, wie ich es genau mache. Vielleicht geht es jetzt direkt weiter, weil es direkt bei der nächsten Folge nur 10 Minuten lang wird. Kein Plan, wir werden sehen. Trotzdem sage ich wieder mal, hoffentlich hat es euch soweit gefallen. Auch was er während dem Spiel kommentiert hat, weil momentan haben wir noch gar keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ob ich überhaupt was gesagt habe, ob ich einfach nur Kommentator habe sprechen lassen, weil dann kann man ja auch einschalten. Wie gesagt, null Plan. Aber trotzdem war soweit alles gut gelungen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim Match zwischen Team Canada und dem HC Davos. Ciao zusammen.